liebe Kolleginnen und Kollegen von der Rascher Sektion, liebe Kandidatinnen und Kandidaten für die nächsten Wahlen. Denn Herr Juncker sieht, Kommunalwahlen wären Kommunalwahlen und hätten mit der nationalen Politik nichts zu tun, heute vor kurzem gesagt. Was meint was wird so, wenn CSV bei den Kommunalwahlen massiv gestärkt gehen, was ja alles ähnlich wie wünschenswert wäre. Mir was meint dass da gibt so, da sieht die Regierungspolitik als gut geherrscht gehen, und CSV wäre die beste Partei von der Welt. Die Demokratische Partei erwartet sich auch bei diesen Kommunalwahlen ein nationales Signal. Sie erwarten sich, dass hier das bescheidene Resultat von den Chamberwahlen von 2009 irgendwie abgebessert gehen. Und Sozialisten hoffen auch bei den Kommunalwahlen, dass hier Beteiligung und der Austeritätsregierung ihnen nicht nach einem weiteren Abbruch bringt. Kommunalwahlen haben immer sowohl eine Lokal- wie eine Nationalbedeutung. Und auch wenn Lokalpersönlichkeiten da vielleicht mehr eine große Rolle spielen, Parteien gehen immer bewährt nach ihrer Politik, sowohl lokalen wie nationalen Plan. Darüber hinaus muss ich noch betonen, wie eng das Kommunalpolitik mit der nationalen Politik verbunden ist. Nationalpolitik und noch immer mehr europäische Politik hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gemengen, also auch auf die Lebensbedingungen von ihrer Bevölkerung. Denkt nehmen an die europäische Privatisierungs- und Liberalisierungswut, die die Gemengen trifft. Denkt an die Liberalisierung von der Energie, vom Transport. Denkt an die Steuerpolitik, zum Beispiel an die progressive Aufschleifung von der Gewerbesteuer, was ja eigentlich eine Kommunalsteuer ist. Denkt an die ganze Diskussion über den Wasserpreis. Denkt an die Landesplanung und Wohnungspolitik, und so können in eine halbe Stunde weiterführen. Mit Gemengen können sich an all den Bereichen, dem, was im nationalen oder im europäischen Plan dezidiert wird, entweder einfach fügen, oder sie können sich wehren, oder sie können eigene Propositionen an Diskussion bringen, oder sie können sogar eigene Initiativen holen an eine andere Richtung an all denen Bereichen. Sie können am Bereich von der Wohnungsbaupolitik eine Politik machen für entweder mehr oder für Männer Sozialgerechtigkeit. Sie können an der Staat- oder Gemengeplanungspolitik entweder für mehr oder für Männer ökologisch Orientierungen wählen. Sie können an der Steuerpolitik, an der Finanzpolitik von der Gemeng sich ersetzen für mehr gerechtes Steuersystem, also zum Beispiel eine hohe Gewerbesteuer auf die Beneficer, oder aber umgedreht für massive Erhöhungen von den Taxen und Tarifen, die Leute mit einem kleinen und mittleren Einkommen immer am stärksten treffen. Und das sind also alles eminent politisch Schwalen. Und dafür haben also auch Kommunalwahlen immer einen eminent politischen Charakter. Darüber hinaus müssen Bürgerinnen und Bürger bei diesen Kommunalwahlen sich überlegen, ob sie die aktuelle Krisenpolitik von der Regierung wollen unterstützen oder ob sie wollen ein Zeichen setzen, dass wir eine andere Politik bräuchten. Das meine mehr nämlich. Weil was geschieht? Banken machen glänzend Geschäfte. Sie verdienen auch auf die Staatsschulden, für die sie mitverantwortlich sind. Die Aktionäre säckeln kräftig Dividenden an, während Arbeitsplätze aufgebaut gehen, allein reduziert gehen. Während der letzten Wahlen des 16. Mai 2009 haben Gewerkschaften gemeinsam manifestiert in dem Appell, wir bezahlen nicht für ihre Krise, völlig zu Recht, aber noch an einer begrüßenswerten Solidarität. Aber wie sieht es dann aus, heute, 2 Jahre danach? Es ist richtig, dass der Widerstand von den Gewerkschaften am letzten Jahr dazu geführt hat, dass der Krisenpakt von der Regierung ein bisschen aufgeschwächt wurde. Aber die größte Last liegt nicht auf den breiten Schultern, wie immer scheinheilig gesagt wird. Die größte Last liegt auf denen, die an den letzten Jahren am meisten von der Krise schon getroffen waren, liegt nicht auf denen, die für die Krise verantwortlich sind, respektive nach davon profitieren.
Das gilt für die Krisesteuer zu Lützeburg, das gilt für die Indexmanipulation, das gilt für die Absplickung vom Rentenajustement, das gilt für die Erhöhung von den Patientenbeiträgen bei den Krankenkassen und so weiter und so fort. Und das soll übrigens auch mit der Pensionsreform so weitergehen. Weil das, was der Sozialminister als du ankündigt, das heißt, entweder schafft mehr lang oder kriegt man eine Rente. Entweder die schafft mehr lang, 3 Jahre, oder der kriegt man eine Rente, minus 15%, wenn der nicht mehr lang will schaffen. Und für ein paar Leute wird das beides bedeuten, sie werden mehr lang schaffen und einfach mal eine Rente kriegen, weil sie aber nicht auf ihr 43 Jahre Kotisation kommen, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie nicht mehr packen oder weil sie keine Arbeit mehr finden. Wir brauchen also eine andere Politik, kommunalen Plan, nationalen Plan und europäischen Plan. Der Druck für eine andere Politik muss von innen kommen, von den Leuten selber, die hier ankommen, aus ihrer Arbeit kriegen und nicht aus ihrem Geldvermögen. Ein Klangsignal können die Leute aber auch bei den nächsten Gemengewahlen setzen, weil auch die Stärkung von der Linken trägt zu dem Druck bei.